Hallo liebe Lülis und herzlich willkommen zu meinem neuen Cover. Und zwar ist es Icy Fire von Ed Sheeran. Miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my sister's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, he watching over the incense. And it's the wind and fire, and we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and over the mountainside. High. And they should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn over and over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire and blood in the breeze. And I hope that you remember me. And should my people fall, and suddenly all to the same, convinced in mountain halls, we got too close to the flame, calling out, Father, oh, hold us and we will the flames burn over and over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my sisters will die. And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town. With the shadow upon the ground, I hear my people screaming out, and I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and blood in the breeze, and I see fire. Oh, you know one city burning. Feel that heat upon my skin, and I see fire, fire, and I see fire burn on and on the mountainside. Okay,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Stimme ist richtig am Arsch, aber ich habe es probiert und ich wollte einfach noch etwas zum letzten Video sagen. Und zwar das letzte Video, ja, etwas mit der Homophobie war. Und dann habe ich viele Hate-Kommentare bekommen. Ich frage mich, warum. Weil erstens, dass ich das ernst nehme, das Thema, und darüber macht mir keinen Spaß. Also, die Hate-Kommentare gehen mir vorbei, aber ich verstehe nicht, wie man aus dem, also welche ich jetzt ich habe ja geschrieben gehabt, dieses mit dem Hashtag wir gegen Homophobie, dann haben einige diesen Hashtag missbraucht. Und unter den Kommentaren geschrieben irgendwie Hashtag wir gegen Ellen for Life. Ich weiß nicht, was ihr gegen mich habt, nur weil ich dafür bin, dass Schwule, Lesben und Bi vielleicht so leben sollen wie ihr. Ich bin dafür, dass man sie akzeptieren sollte. Klar, man kann niemanden zwingen, das zu akzeptieren, aber wenn du es nicht magst, dann hältst du. Ist einfach ruhig. Weil, ganz einfach, weil, eine Freundin von mir, ich nenne sie jetzt mal Pia, die kannte ich auch 8 Jahre und dann hat sie mich einfach verlassen. Gehe ich das jetzt zu ihr hin und sage, du bist scheiße, du bist doof? Nein, das tue ich nicht. Ich hasse sie nicht für das, was sie getan hat. Klar, es hat mir hier wehgetan im Herzen. Also hier im Herzen, aber Fehler sind normal. Jeder Mensch macht Fehler. Und ich finde, man sollte die Menschen nicht hassen. Vor allem, wenn man diese Menschen überhaupt nicht kennt. Ganz ehrlich, ihr kennt mich nicht. Und ihr wisst auch nicht meine Hintergrundstory, überhaupt nicht. Ihr wisst nichts von mir und ich finde, so ein Thema sollte man ernst nehmen. Über Homophobie sollte man echt ernst nehmen. Ich fand es echt traurig, dass paar diesen Hashtag missbraucht haben. Das finde ich so. Was soll das? Naja, aber ich habe mich auch sehr gefreut über diese tollen, wirklich süßen Kommentare. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe heute kein Let's Play aufgenommen, weil ich irgendwie keine Lust auf ein Let's Play hatte. Zuerst hatte ich gedacht, ich mache ein Let's Play und dann labere ich mit euch, aber irgendwie ging das für mich nicht. Und ich fand es auch nicht wirklich okay, so ein Video, also das Video so anzusprechen. Ich dachte, ich mache jetzt ein Sing-Video, dann lade ich das hoch und sammle meine Meinung über dieses Zeug. Ich werde kein Video gegen Hate-Kommentare machen oder so, weil ich finde, das ist nicht nötig. Ich fand es einfach wirklich sauschade, dass man diesen Hashtag missbraucht hat und zwar noch gegen mich selber findet hat. Das fand ich echt traurig. Aber ich mochte wirklich alle süßen Kommentare. Also ihr könnt das ist echt süß. Meine Mutter. Das Lustige ist, meine Mutter und meine Schwester sind genauso wie mein Wort. Warte. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut das letzte Video an. Ich kann so das Kommentar vorlesen. Okay. Okay, okay. Wir fangen ganz unten an. Ein Hater-Kommentar war, du bist so dumm, Homo ist keine Religion. Ich hatte in dem Video gesagt, dass es
zum Beispiel, wenn ich bin katholisch und du sagst, Katholiken sind doof, dann fühle ich mich genauso beleidigt, wie du sagen würdest, Homosexuelle dürfen das nicht, du bist gegen. Das finde ich genauso. Das ist kein Hate-Kommentar. Nein. Ich weiß nicht, was der damit meint. Nein. Und da kam noch, du bist so scheiße, war dir langweilig oder so? Also ich reagiere jetzt wirklich auf diese Kommentare, weil ich möchte nicht den Hatern die Chance geben, das zu haben, aber zum Beispiel hier, Hashtag wir gegen End of Life, das ist das, was ich meine. Ich fand das wirklich schade, weil dieser Hashtag ist für die Homophobie und nicht gegen mich. Und dieser Kommentar hat 3 Likes. Was soll das? Da schreibt er noch, ich check gar nichts. Da hat jemand nochmal geschrieben, wir gegen End of Life. Und dann plötzlich so Hater Army und Hashtag du kannst nix kannst du. Und Hashtag pray for this shit. Schon wieder wir gegen... Was soll das? Benutzt diesen Hashtag nicht gegen mich. Dieser Hashtag wird dafür benutzt, falls ihr gegen Homophobie seid. Und das sind das Menschen, die Lesbischen nicht mögen oder auch nicht die Sexuellen oder die Bi. Das ist es. Ganz einfach. Ich gab's noch Antworten. Also wir gegen End of Life oder macht doch ein Hate-Video. Mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Ich möchte das nur ansprechen wegen dem Hashtag, weil dieser Hashtag ist für wir gegen Homophobie. Geil. Ich hatte in diesem Video diese Zäpfchen und zwar bin ich... Ihr hört ja, wie krank ich bin. Tut mir leid. Ich bin wirklich gestern Abend nach Hause gekommen von der Fastnacht. Ich hatte kalt, meine Beine waren nass, ich habe meine Füße nicht mehr gespürt. Ich bin nach Hause gekommen, habe den Rechner angemacht, habe das aufgenommen, geschnitten, gemacht und getan. Und zwar hatte ich Dead Adam Musik drunter und dann wurde mir das Video gesperrt und der ganze Ton war weg. Gut, da haben mich ein paar drauf hingewiesen. Und dann muss ich das Video rausnehmen, nochmal neu dingeln und dann habe ich das Lied Nakama von Tubeclash reingetan und dann ging's. Tut mir leid. Es ging. Aber ich bin gestern wirklich nach Hause gekommen, ich hatte meine Fensterladen sogar gehört, wie sie geklatscht haben. Gestern hatten wir richtig starken Wind und ja, wir hatten starken Wind und Regen und es hatte sogar Schneeregen. Wirklich wahnsinnig. Aber ich möchte auch auf die guten Kommentare eingehen. Oh. Tut mir leid. Oh Gott, ey. Also, der Endlauf läuft. Ein Boy hat geschrieben. Also den Kommentar fand ich sehr süß. Boah. Ich rette mich hier schon den ganzen Morgen mit Orangenjus, ey. Mit Orangensaft, oh Gott. Welchen Kommentar ich sehr süß fand, war von End of Life Fanboy. Und zwar schrieb er: Hey, lass dir das nicht gefallen und mach ein Video, wo du sie richtig fertig machst. Ich liebe dich und will dich so gerne treffen. Den Kommentar fand ich sehr, sehr süß, weil es gab so viel Hate in diesem Video, der hat mich total süß verteidigt. Und weiter oben hatte der auch was geschrieben, und da hat er wieder geschrieben, hey, lass dir das nicht gefallen und mach ein Video, wo du dich nicht fertig machst. Ich liebe dich und würde mich so gerne treffen.
Boah. Dann. Vielleicht, oder? Das mal kommentiert. Oh. Jemand hat auch kommentiert, dass es süß ist. Aber leider. Oh. Und dann, ihr kennt ja dieses Cover, wo ich gemacht habe von Anti-Held. Und dieser Typ hatte nachher auch in diesem Singen-Video hat er geschrieben, du bist so hässlich und so singst du auch. Und dann hat er doch geschrieben, Scheiße. Wow. Und ich gehe auf gute Kommentare auch ein. Und zwar steht ich möchte husten, aber ich bekomme keine Lust mehr, wenn ich huste. Okay, hier steht auch noch von End of Life Fanboy. Oh Gott. Hammerstimme, du hast wirklich Talent. Mach mehr solche Videos, wo wohnst du? Ich will ganz viel Zeit mit dir verbringen und du bist so verdammt hübsch. Vielen Dank, End of Life Fanboy. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wo ich wohne. Das würde sonst ein bisschen eskalieren. Und da ich nicht alleine wohne, würde das die Mitbewohner von meinem Haus auch sehr stören. Dann hat er noch unter dem zweiten Happy Let's Play, wo die Kamera ganz im Ecken war. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich weiß nicht, was mit der Facecam passiert ist, aber die war ganz außen und hat mich gar nicht gesehen. Das habe ich erst später gesehen, als das Video schon oben war. Naja, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Kamera so blöde ist und dann wird es schön. Ganz im Ernst, du meinst, das ist nicht Facecam? Ja, die ist scheiße. Ich habe erst im Nachhinein bemerkt, dass die Kamera verrutscht ist. Und ich habe nicht gemerkt, dass man mich nicht sieht. Da hatte er leider recht, das war mein Fehler, ich habe es nicht gesehen. Naja. Das kann eigentlich keine Kommentare mehr tun. Ganz ehrlich, diese Hate-Kommentare gehen an mir vorbei wie nichts. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich werde wieder gesund, weil ich nächste Woche Schule habe. Oh Gott, meine Stimme ist kaum sterben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und das war's.